So, Freunde, sind wir zurück bei Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist Link Evolution mit dem nächsten Duell. Mit dem Duell zwischen Joey und dem Dino-Duellanten, wa? Warte mal dran. Rex Raptor, ja. Rex, der Dino-Fuzzi. Dich zertrampeln, ja, komm. Warte mal hin. Das Duell zwischen Joey und Rex steht an. So. Du bist gewohnt, das Geschichte-Deck, nicht wahr? Die Koji, die Kampfdampflok, ja. Aua. Und immer wollen sie als Erste ran. So, Zeit für ein Duell, Alter. Joey, was hast du für Kackkarten, ey? So, was ich mir zwar frage, ist, ob Rex auch den schwarzen Rotaugendrachen hier, meine ich, jetzt im Deck hat. Schlangen-Nachtdrache. Ja gut, hol jetzt so ein Dino raus. Ne, ist ein Drache, wa? Ist ein Dino und ein Drache? Das ist ein Drachendino. Lava-Kampf werden, wenn du kontrollierst. Ja, super, aber Stufe 5 ist Kacke. Krass, Stufe 5. Vor allem, wenn sie nichts drauf haben. Das Blöde ist, man kann die beiden nicht irgendwie fusionieren. Das kotzt mich gerade ein bisschen an. Immerhin, Joey bringt ein bisschen Speed rein. Dein fucking Ernst? So, komm. Seelentauscher. Das trotzdem so eine starke Karte hat. Mal ganz kurz. Sein Monster auswählen als Opfer. Dann kann ich hier den Sumpfkampfwächter rufen. Cool, wa? So. Haben wir Sogen, wenn er ein bisschen mehr Power kriegt. Ah! Ich kann echt angreifen, aber ganz vergessen. Fusion bringt noch nichts, ein Kampfstilrufe garantiert nichts, kann er vergessen. Ich setze mal eine Karte verdeckt, weil ich gar nicht Bock drauf habe. Ernsthaft? Du willst ein Dino-Duellant sein? Ist ja schwach. Tja, was mache ich da? Ich rufe mal den Verteidigungsmodus. Vielleicht kann ich ihn ja triggern. Plus 2 Karten, ein verdecktes Monster, das könnte klappen. Oh. Mega Zauler. Und ich schicke dich auf den Friedhof. Bye bye. Hasta la vista, Baby. Sayonara. Ah, es ist so schön, wenn der Plan funktioniert. Mal Seelentausch. Okay, dann behalte ich die Karte mal. Setze ich mal den Angriffsmodus. Ich weiß, Monster ist eigentlich schwach, aber es geht mir auch ein bisschen darum, den Gegner, in dem Fall Rex, ein bisschen zu triggern. So, trotzdem würde ich es gerne, wenn ich noch irgendwie einen schwarzen Rotaugendrachen sehen würde. Der zweiköpfige König Rex. Ja, man muss zwar sagen, damals waren auch die Ideen dahinter, die waren doch noch sehr abwechslungsreich, sehr originell und vor allem sahen die Monster auch einfach noch geil aus. So, natürlich rufe ich jetzt mal den Babydrachen. Und greife mit dem Sumpfkampfwächter. Ach du Scheiße. Okay. Das habe ich jetzt irgendwie anders geplant, wenn ich ganz ehrlich sein darf.
Welcher greift mich an? Ah, okay. Der greift an. Gut, dann mache ich jetzt mal Kunai mit Kette. Natürlich beide Effekte. So, warte mal. Also ausrüsten. Erstmal kriegt er ein bisschen mehr Power drauf. Okay. Habe es gerade ein bisschen falsch interpretiert, leider. Schon wieder. Salamander! Ja, jetzt muss leider mal wieder die Karte spielen. Obwohl ich es nicht gerne tue. Hm. Ja, nee, das irgendwie ist es doof. So, ja, mal öffnen an, weil ich nicht genau weiß, was sonst an der verdeckten Karte ist und irgendwie was Fieses drunter ist. Dann kotzt mich das ein bisschen an. Oh. Hä? Und ein Viech, das ordentlich Verteidigungspower hat. Ja, schön, Flammenmanipulator. Ja, könnte ich machen mit dem, aber ganz ehrlich, nee. Nee. Salamander bei dem ausrüsten? Nee, wird's lieber beim Ding. Ach du Scheiße. Aua. Ja, Schild und Schwert gehen natürlich schon. Das bringt mir nichts, wenn ich hier Schild und Schwert einsetze. Flammenmanipulator rufen, dann Schild und Schwert. Doch Schild und Schwert und dann Salamander. Bringt auch nicht viel. Kacke, verdammt nochmal. So. Jetzt aber. Ich rufe den Flammenschwertkämpfer als Fusionsbeschwörung. Und es wird Zeit für ein bisschen extra Power mit Salamandra. Jetzt geht aber richtig AP. Flammenschwertkämpfer verbrennt den Dino. Sehr schön. So lobe ich mir das, Freunde. So kann es gerne weitergehen. Und ich ziehe. Ja, theoretisch ein bisschen mehr Verteidigung. Ja? Da wäre natürlich jetzt nicht schlecht. Ich behalte mal noch und warte. Vielleicht brauche ich mal noch, wer weiß. Kann man nie wissen. Dann kommen wir zu natürlich mit Schild und Schwert. He? So. Rex. Raptor. Bald ist es vorbei. Bald hast du es hinter dir, mein Freund. Jo. Ich würde sagen, jetzt hat er es hinter sich, wa? Erstmal Kampfstier. Und Flammenschwertkämpfer verbrennt seine Seele. Er hat verloren, Mann, denn er ist ein Penner. Er hat doch nichts drauf. So, nach deinen Rotäugigen. Oh ja, stimmt. Kriegen wir jetzt wirklich? Was neues Deckrezept entriegelt? Rex Raptor oder Dinosaurier?
Ja, Mann! Den schwarzen Rotaugendrachen, krass geil. Der böse Geist im Regen, warte mal. Wenn ich jetzt wirklich einen schwarzen Rotaugendrache habe. Ich will nur ganz kurz gucken, ob der jetzt wirklich irgendwie direkt so verfügbar ist. Du jetzt die Frage, wie. Warte, Moment, ganz kurz. Nicht sortieren, so. Ne, ich hätte gerne. Verdammt, wie geht das jetzt hier schon wieder? Plus, hier. Mit neu geht es sowieso nicht, weil wenn ich jetzt irgendwie Angriff mache, mal sagen, jetzt sag ich mal 2000er mehr an. Hier, hehe. Der schwarze Rotaugendrache. Jo, nicht schlecht, Herr Specht. Kann man durchaus so bringen. Flammenphönix, wir bringen einen Bombenvogel. Bomben, wir brauchen Bomben. Naja. So, okay. Gut. Kann man so machen. Kann man so. Ja, geil. Das war's mal mit Joey. Wie gesagt, die ganzen umgekehrten Duelle, also drehen uns zwar, machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Jetzt erstmal der böse Geist zum Ring. Wenn wir das noch schaffen, kommt doch an, wie schnell wir sind. Duellieren wir uns hier und jetzt mit dem Sternenmarken sind einfach nur so. Ich bin dabei. Nach den ganzen Zinnober um die Sternenmarken dürfte es entspannend sein, ein Duell ohne Haken zu spielen. Die Sache hat sicher einen Haken. Bevor wir anfangen, gibt es etwas, das ich auch gerne mitteilen möchte. Ganz besonders dir, Yugi. Nein, das kann nicht sein. Ein Millenniumsgegenstand? Ja, und die Magie meines Millenniumsrings wird uns ins Reich der Schatten bringen. Warum tust du das, Bakura? Du hast etwas, das ich gerne hätte und ich habe vor, es mir zu holen. Und zwar dein Millenniums-Puzzle. Bakura, der von einem unbekannten Geist besessen war, nutzte die Macht seines Millenniumsrings, um die Seelen seiner Freunde einzusperren. Ihre Seelen sind eingesperrt und jetzt gehört das Millenniums-Puzzle endlich mir. Ich habe viele Jahrhunderte darauf gewartet. Als Bakura versuchte, das Millenniums-Puzzle zu ergreifen, begann es zu glühen. Der Geist im Puzzle erwachte, manifestierte sich in Yugi. Yu-Gi-Oh! Nein, das kann nicht sein. Du willst mein Puzzle? Dann musst du mich im Duell besiegen. Aber wenn ich gewinne, gibst du meine Freunde frei und schickst uns alle zurück. Ich bin mit deinem lächerlichen Ding einverstanden, Yugi. Aber ich verspreche dir, es steht weitaus mehr auf dem Spiel, als du verstehst. Und das ist ein Schattenspiel, das du nicht gewinnen kannst. Da bin ich anderer Meinung. Ich habe schon ein paar Schattenspiele hinter mir, das kriegen wir schon hin, Freunde. Stein! Nein! Stein, nein! Aha, deswegen nehmen wir nie Stein, verstehe. Hat Yugi gerade sein Deck mit Joey getauscht? Was ist los? Irgendwie ganz creepy, was ich hier auf der Hand habe. Kagenringen, Flammanipulator, Masaki zweimal. What the fuck ist los mit dir, Yugi? Das Deck ist ja ganz hässlich. Also muss die Starthand. Der kopflose Ritter, ja, ja. Und ich habe mir gerade von Joey Masaki geliehen. Warte mal, war es nicht sogar so, dass im Anime damals sogar irgendwie so ein bisschen war? Ne, warte mal, es war ein bisschen anders. Es war noch irgendwie so, dass die Karten. Im Feld waren noch irgendwie die Freunde selbst. Irgendwie Joey, Yugi auch und irgendwie Tristan und Thea waren noch irgendwie in den Karten selber und haben nachher selber als Monster gewirkt. Auf alle Fälle ganz abgespaced. So, weißt du was, ich habe keinen Bock drauf. Hier. Lichtschwerter, ciao. Ich chill mal eine Runde. Oder zwei. Oder drei. Graf des Untergangs. Bakura hat Bock, man sieht's, er hat Bock. So, Aigeki, das ist geil, das lobe ich mir, das ist Sparta, so muss das sein, gut. Ach, Yugi, Yugi, Yugi. Das war Nummer 2.
Macht der Spiegels. Was hat der eigentlich für Fusionskarten jetzt? Der hat echt Joey's Deck, also zumindest eine Mischung davon. Oh Mann, ey. Okay, wisst ihr was? Ich gehe direkt mal in die Vollen. Also diese Karte wird immer als erzunterwählte Karte behandelt. Ja, weiß ich. So. Beauftragter der Dämonen. Tja. Yami Bakura gegen Yami Yugi. Was machst du nun? Bye bye. Scheiß Graf. Ich hasse diese Grafen. Diese Grafen von und zu. In seinem Fall von und zu Untergang. Haha, Wortwörtlich. Oh, das kann ich mal nicht haben, ne? Nein! Fuck it. Mein schöner Raigeki, mein schöner Spiegelkraft. Nein. Oh, ich krieg Kackkarten. Ja, danke schön, Spiel. Oh, jetzt meine Spiegelkraft hätte gerne behalten. Oh, Alter, ich habe echt so ein... Hornes Himmels, okay, kann man gebrauchen. Der Rest leider ziemlich scheiße. Ich habe ihm noch Monster-Reanimation, also nicht verzagen. Bakura angreifen! Okay, gerade viel macht er auch nichts. Okay. Dann rufe ich doch mal Tristan, verdeckt im Verteidigungsmodus. Scheiße, die Wand voll. Setzt eine Karte verdeckt. Und bin gespannt, was er macht. Horn des Himmels! Au! Kann ich den nachspeisen? Ja, leg mich, ey. Du verarschst mich gerade, oder? Mein Beauftragter der Boden! Du kannst mich mal, Alter! Tschüss! Was? Ah. Ja, ciao, Tristan! Was für ein Ekelbratzen, ey. Oh, Blitzenschlag, der ist auch schön. Bringt dann nur was bei offenen Monstern, aber das merke ich mir mal. Ich rufe trotzdem mal Masaki im Angriffsmodus. Spiele ich mal Monster-Reanimation, hole meinen beauftragten Dämonen zurück. Das ist auf dem Friedhof schon ein bisschen langweilt. So, lass mal verdeckt, man weiß ja nie, was noch passiert. Okay. Oh. Naja, super. Kommen schon wieder in die Zeit davon. Da muss ich noch ziemlich genau um 20 Minuten nämlich aufhören. Ich hätte doch gerne das Duell in diesem Paar noch beendet. So, komm jetzt nochmal Scheiß drauf. Ich rufe den zweiten beauftragten Dämonen. Brauchen wir mal diesen Rambazamba, Freunde. Au! Oh, kriegt die Krise ab dem Typen. Wir haben die ganze Zeit blockt. Was hat er ihm getan? Ja gut, dafür gehen seine Karten langsam aus. Warte mal, ist das nicht eine Karte von Thea? Kann das sein? Sieht zumindest genauso kacke aus. Ach, nö. So, komm. Steingeist! Ja, schön, kann ihn angreifen. Blitzenschlag ist schon eine geile Karte. War ja lange Zeit auch, weil Raigeki verboten war oder eben noch ist, kein Plan. Also offiziell meine ich halt, war es halt immer so eine Sache, eben Blitzanschlag zu spielen stattdessen. Kann man eigentlich immer ganz gut. Ach, du bist doch einfach. Dankeschön.
Scheiß Überläuferkarte. Aua! Menno. Ja klar, jetzt kommt die Fusion. Jetzt wollen wir nichts mehr haben zu fusionieren. Oh, nein! Freunde, da schauen wir uns nächste Folge wieder an. Oder weiter an. Menno, was hier so abgeht bei Yu-Gi-Oh! Legacy of Duel Link Evolution. Hier hat die größte Bock, jetzt einfach Blitzanschlag zu spielen, Fusion abzuwerfen. Androsaur zu rufen, den Angriffsmodus zu wechseln, anzugreifen. Aber ja, ist natürlich ein bisschen doof, wa? Aber vielleicht auch irgendwie mal. Ja. Ist jetzt schwierig, wa? Oder warte ich irgendwie noch einen Zug, bis er 2 Monster draußen hat, ich dann zerstören kann für 1 Monster nur. Ist doch ein bisschen doof. Ich weiß nicht so recht, Freunde. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao zusammen.